Wisst ihr, dass das ursprüngliche Design von Pikachu in Pokémon viel molliger war? Im Laufe der Jahre hat Pikachu eine beachtliche Fitness-Transformation gemacht und ist schlanker geworden. Das hat teilweise mit dem Wandel in der Popkultur und der Ästhetik von Anime-Figuren zu tun. Interessant, oder? Grüezi und Hell? herzlich willkommen bei der neuesten Folge vom Brotkasten. Was Ein zur Hölle? Podcast, wo euch in die faszinierende Welt von Games, Filmserien und alles, was digital Entertainment zu bieten hat, in den Tauch lädt. Für alle unter euch, die sich in der bunten Nerdkultur daheim fühlen, die sind richtig. Ich bin der Blackjack, mache allerhand Sachen auf Twitch und im Internet und habe jetzt ganz viel geredet und ich bin natürlich nicht allein. Mit mir im Kasten sitzt unser neuer Pokémon Kolosseumswertem, der Ullen. Hey, ja, ich bin immer noch ein bisschen erschlagen von den Informationen. Ja, direkt mal mit einer Knowledge-Bombe reindroppen. Ey, aber das war schon noch geil. 100 Jedes Kilo Mal, Hühnerla. jedes Mal am Anfang einfach so eine Nerd-Fact. Nerd-Fact oder einfach so, ja, mal Nerd-Fact. Nerd-Fact finde ich geil. Das ist mir vorhin unter der Dusche im Fall ins Ding gekommen. Darum habe ich jetzt so schnell etwas müssen zusammendichten und zusammensuchen. Also es hat ja ein paar Figuren gegeben, wenn wir gerade schnell da drinnen bleiben, wo sie haben müssen anpassen. Im Pokémon nennen zum Beispiel so Rosanna. Das hat früher hat das in der ersten Generation eine dunkle Hautfarbe gehabt, also schwarz. Jetzt tatsächlich, aber glaube Generation 3 oder 4 hat es lila bekommen. Ich sage jetzt nicht warum, Okay. aber man kann sich das etwa vorstellen. Ja, Es ist aber schon relativ schwierig gewesen dort. Also, Und ja. okay. Willst du- Ja, Ullen, wie geht's dir? Ey, mir geht's super. Ich hatte jetzt 2 Wochen Ferien gehabt, habe mich super können erholen. Muss aber sagen, ich bin ja ein bisschen krank. Ja, Was? ja, ich habe ein bisschen eine Sucht entwickelt. Aha. Es ist, ja, das Thema vom letzten Mal, das wir hatten, ich bin völlig im Helldiver-Universum versunken. Es ist so schlimm. Äh, ja, ich habe im Fall manchmal Angst, dass ich dich nerve mit den ganzen Videos, die ich dir schicke auf Instagram. Auf das habe ich im Fall jetzt ganz schnell eingehen. Ich wollte sagen, Leute, ihr müsst den Umfang von dieser Sucht müsst ihr verstehen. Ich komme fast, ja, ich würde sagen, fast jeden Tag mindestens eins. Wenn man es auf die Woche ausleiht, mindestens eins am Tag. Komme ich irgendein Reel oder irgendein YouTube-Video von unten zugeschickt. Es tut mir Aber ich so finde es mega leid. geil. Es tut mir so leid. Aber weißt, Ich ich, finde es ich mega geil. sehe auch die ganze Zeit nur solche Scheiße. Mein Feed ist voll. Mein Feed ist voll mit Ja, dem Zeug. lang lebe der Algorithmus, gell? Ja, ich habe Es genau 2 ist. Sachen in meinem Instagram-Feed. Hunde, Katzen und Helldivers. Ey, das macht mir jetzt schon wieder Angst. Das ist im Fall- ich schicke nur mit jemandem anders hin und her und dort sind es vielfach so einfach dumme Schießvideos, die man schickt, auch witzige. Mhm. Und mein Feed ist einfach, also mein Algorithmus, wenn ich auf Suche-Ding gehe, sehe ich einfach auch Katzen, Hunde, Und, meistens noch Auto und irgendwie Scheissdreck und einfach Helldivers. Es ist einfach ja, geflutet. ja. Aber äh, ich werde eigentlich nur kurz darauf ansprechen, weil ich bin momentan wirklich in dieser Sucht in. Ich kann mir sogar Videos anschauen, was die besten Ausrüstungen sind und weiss der Gucker was alles. Und ich finde es halt einfach krass, wie das auch jetzt noch nach einem Monat immer noch so grosse Wellen schlägt in der Gaming-Szene. Mhm. Vor Mhm. allem jetzt kommen auch Videos von so aus dem Grund: «Hey, schaut, das ist genau das, was die Leute wollen.» Und jenste, Game Developers oder jenste Franchises hätten die Möglichkeit gehabt, äh, das machen. Und, ein Thema habe ich dann noch, wo ich fast am Brüllen bin, aber so ein bisschen in die Sparte hineingeht. Äh Ja, aber zu dem kommen wir später, weil ich wollte jetzt eigentlich zuerst noch wissen, wie geht's eigentlich dir? Ich bin krank. Ich muss leider auch mit dem anfangen. Ja,
Das Höllentauchfieber ist leider halt ja auch bei mir angekommen. Also, ja, was heisst angekommen? Der Ullen hat mich ziemlich schnell, ähm, zu der Demokratie konvertiert, sage ich jetzt Ja. mal. Ich bin da, also, ja. Nein, ja, mir geht's sehr gut. Ich habe coole Spiele gespielt diesen Monat, ich habe coole Sachen gesehen, ich habe ja, weiß auch nicht. Ja, ich bin krank. Es ist erklären. Es Ja. ist einfach der Viertelblut-Wahnsinn, den wir haben, tatsächlich. Mhm. Ich bin an einem Genau. geilen Event diesen Monat. Das ist Ah, ich bin an einer LAN-Party gsi. ist das die an diesem speziellen Ort gewesen? Ja, in einem alten Kommandobunker. Das ist schon nice. Das ist schon Es ist nice. schon hure geil. Und vor allem, also, ich muss vielleicht schnell damit anfangen, wenn ich dort angekommen bin. Der Bunker, ich weiß, dass es den Bunker gibt. Ich weiß das seit ich ein Bub bin, weil der liegt auf dem Weg, ähm, von dort, wo ich aufgewachsen bin. Also, Mhm. wenn wir irgendwo hin haben wollen, sind wir dann immer an dem vorbeigefahren. Okay. Der ist auch bekannt, das weiß jeder, dass das der Bunker ist. Aber ich bin, glaube in meiner Lebtung jetzt, also mit jetzt das letzte Mal bin ich, glaube 2 oder 3 Mal auf dem inne gsi, überhaupt. Und nie so wirklich weit. Und ich bin mit meinem Rucksack und allem dort angekommen, sehe einfach die Türen, also du musst dir das vorstellen, es ist einfach so eine uralte, graue Stahltür in einer Felswand. Und ich stehe so dort und denke, muss ich jetzt da rein oder es hat 20 Meter weiter nochmal eine. Ich schaue mal so, ja, ist offen. Gehe rein, denke so, Alter, wo muss ich durch? Du siehst einfach mal einen Gang ins Zeug hinterher. Dann bin ich hinterher gelaufen, dann habe ich Leute gehört, habe gedacht, das sind sicher die Jungs. Nein, sind das irgendwelche alte Pappis, die ihre uralten Gewehre dort drinnen putzen sind. Und ich so, Hure gut. Kollegen, sind ihr euch noch auf Krieg vorbereiten oder Schluss? Und jetzt ist der Bunker aber irgendwie, ich weiß nicht, gemietet oder betrieben wird er irgendwie nur von einer Schützengemeinschaft. Ja. Und ich so, ja, ich suche da so ein paar Dudes so mit Computer so, ja, einfach da den Gang hinter. Ich ja easy, den Gang hinter gelaufen. Hey, aber du verirrst, wenn du nicht weißt, wo du verirrst dich. Ich habe 3-mal irgendwelche Räume müssen Leute fragen, die dort drinnen gestanden sind, wo muss ich durch, Mhm. wo muss ich durch. Bis ich mal eine Tür gefunden habe, wo drauf gestanden ist, Bunkerland. Und ich so, fuck, Wow. das ist sicher wahrscheinlich. Das ist also ich kann ja auch ein bisschen davor reden. Ja, die letzten WKs vom Militär habe ich ja in Bunker verbracht. Und das ist mega krass, vor allem wenn du dir überlegst, dass die Bunker früher noch mit, wie sagt man, Spitzhacken und so gemacht worden sind. Also Mhm. hast du noch keine grosse Maschine gehabt. Und dort, wo wir jetzt auch drinnen waren, das ist ein relativ grosser Bunker gewesen. Und wir haben dort extra Leute gehabt, die sind einen Tag, 2 sind die nur dort innen rumgelaufen, um sich zu merken, was wo ist. Weil Krass. eben, wenn bei uns nichts angeschrieben gewesen wäre, ey, du hättest keine Chance gehabt. Weisst du nicht? Also ich habe mich auch schon verlaufen, da bist du irgendwie so in einen Raum reingekommen und dann denkst du so: «Hä? Ich bin doch vorhin da drinnen gewesen. Wo sind meine Kollegen?» Dann hörst du Genau. irgendwann: «Ey, du musst noch einen Container weiterführen.» «Ah, okay, ja, ist gut.» Es ist wirklich, also es ist Äh, ein Bunker allgemein. Es ist zwar nur ein Loch im Berg innen, aber kann sehr, sehr faszinierend sein. mhm. Also der Bunker wird halt, das ist das Geile, der ist halt so ein bisschen eingerichtet. So, ich glaube, sie machen Führungen auch dort drinnen, weißt du? Mhm, Das mhm. heisst, du hast dort, das Krasseste ist in der zweiten Tür. Das ist so richtig creepy im Fall, so ganz heftig. Du laufst in der zweiten Tür rein, dann laufst du auf so eine Wand zu, wo so eine kleine Schiessscharte davor ist. Die Schiessscharte schaut einfach genau auf den Eingang. Und dann Ja. denkst du, Alter, hey, weißt du wie? Dann kommst du um die Ecke rum, um die Wand, wo die Schiessscharte ist, hockt dort einer. The hell?
haben sie dort dann Puppen angestellt mit vollem Anzug, allem drum und dran, mit einem Gewehr, also Scheisse. natürlich Fake-Gewehr, aber Ja, trotzdem ja. hockt dort einer und du kommst um die Ecke und denkst: „Holy shit.“ Ja, nein, das ist keine Chance. Vor allem eben, die sind zum Teil so verwinkelt, da kannst du dich Mhm. so gut verstecken. Oh Kannst ja, dich so das gut ist krass. verstecken. Aber es ist richtig geil gewesen, ja, die Atmosphären und so halt dort drinnen, weil Frische Luft. das ist gar nicht so das Problem. Also, ja, Ah, man hat es okay. natürlich schon gemerkt, Ja, 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 ja. irgendwann, aber die alten Päppel sind alle hier reingekommen. Es ist so, ich sage das ist so wie einerseits hure-herzig, aber so witzig gewesen. Das Stromnetz dort drin ist natürlich nicht mehr grad so, Ja, ja, logisch nicht. hm, und am Anfang, wo immer ein mehr Leute gekommen sind, zuerst haben wir auch noch, wo nicht so viel drin waren, haben wir, oder vor allem auch am Morgen, kleine Heizungen müssen aufstellen. Weil dort drin Ja, ist etwa 10 Grad. ja, das ist kalt da drin, ja. Unser Raum hat sich aber mega schön können aufheizen mit diesen verdammten PCs, die dort drinnen gebrannt haben. Hey, das ist, Das ist und eben dann geil. dann am Anfang sind immer wieder ein paar gekommen, sind sie gekommen: «Hey, ja, wo haben ihr so was angeschlossen?» Dann haben sie gesagt: «Ja, dort, da und da.» «Oh ja, dort dürft ihr aber keine Heizung anhängen, sonst fertig Strom.» Ich so: Geil. «Okay, gut.» Und es ist auch, die LAN-Party an sich, es ist halt wieder 'n, du bist gezwungenermassen eine LAN-Party hast müssen machen, weil wir haben zwar schon Internet gehabt dort drin, aber das Aha, ja. Internet, also, ich habe mal irgendetwas müssen runterladen. Wahrscheinlich aus der Steinzeit, oder? Ü Na, warte mal, 1,8 Mbit habe ich angebracht manchmal. Jö. Manchmal. Bis wir bis uns in den Sinn gekommen ist: «Ah, warte mal, Steam hat doch das Netzwerk-Share-Feature. Ja, da kannst Wir du ja müssen das gegenseitig einfach das Zeug abladen. aktivieren und dann Mhm. sind wir safe.» Ja, das ist Hast das ist kein übel Ding. Handyempfang gehabt, nix. Hey. Aber Das habt ihr Telefon hat's dann gehabt. Hä? aber habt ihr dann auch drinnen geschlafen oder habt ihr raus müssen? Gewisse haben, glaube ich, dort geschlafen. Also, Okay. wir sind völlig frei gewesen. Irgendwann sind die anderen weg gewesen, die alten Päppel. Mhm. Die sind sie gekommen: «Ja, wir gehen jetzt, gell?» Und wir: «Ja, ist okay, tschüss.» Und die einen haben dann auch drinnen gepennt. Ich glaube, es hat sogar wirklich, sie haben können in diesen Unterkünften dort gehen schlafen halt. Oh, das ist aber gediegen. Und, also eben, das ist, ihr könnt euch nicht einen Bunker vorstellen, wie wenn ihr heute im Militär in einen Bunker reinlauft. Das ist ein Bunker mit Ausrüstung aus Nachweltkriegszeit, so. Also alt. Da ist kein schönes Bett drin, glaube ich. Also, ich habe es nicht gesehen, ich bin nicht da gewesen. Ja, Bin normalerweise bin hast du so Kajütenbett und unten noch und oben noch Ja, kannst du wahrscheinlich. reinhödeln und so und Irgendwie fertig. so, ja. Aber bei mir ist es so nahe gewesen, ich bin ja heim gepennt, das ist, Ja. hat mir besser gepasst. Und Aber du es ich ist meine geil gewesen. ich meine, du bist an einer LAN, also entweder schlafst irgendwo oder eben, du schlafst irgendwo oder meistens sogar unter dem Äh, PC. wollen Ich weiss. keine 20 mehr. Ich mach's auch nicht mehr verleiden, aber ich mach's trotzdem jedes Mal wieder. Früher hast du noch manchmal auf die Leute so komisch abschätzig geschaut, die ihre riesen Matratzen mitgenommen haben an die LAN-Party. Heute gehörst du selber dazu, weißt Ich muss mir noch einige posten für nächsten Monat. du? Ja. Hey, Freunde. Ja, Aber cool, cool. Eben, man kann LAN-Partys kann man überall machen, man braucht einfach nur die richtigen Leute dazu. ja, Und absolut. Strom und Internet. Genau. Also, ja, Internet, meiner Meinung nach, brauchst du nicht einmal zwangsweise. Es ist gut, wenn du es hast, Ja. aber ich meine, die Games, die wir gespielt haben, ähm, haben wir meistens kein Internet gebraucht, tatsächlich. Ja, aber das ist eben noch etwas Schönes. Wenn du kein Internet brauchst für ein Game. Ja. Das ist ja heutzutage ist ja das, ähm, relativ wenig. Glaube, das einzige Spiel, wo ich weiß, dass du so im LAN kannst spielen, ohne Internet, wäre zum Beispiel Baldur's Gate Mhm. 3. Die haben ja eine LAN-Konfiguration da drin, sagen sie jetzt mal so. Mhm. Aber sonst hast du das relativ wenig in den neueren Spielen. Ja. Ja.
Ja, mal schauen, vielleicht gibt es auch mal ein bisschen, also ich habe das einem Kollegen vorgeschlagen, die haben eben, also warum haben wir es in diesem Bunker gemacht? Das ist ihr müsst verstehen, das ist eine Tradition, die LAN-Party, wo dort stattgefunden hat, die ist fast 20 Jahre alt. Das ist, früher hat die daheim bei einem Kollegen stattgefunden, weil dem sein Vater ein grosses mehrstöckiges Büro hatte und auch Informatiker war. Das heisst, viel von der Infrastruktur war schon dort gewesen. Und dann hat das dort stattgefunden und irgendwann, ja, wir sind halt alle ausgezogen, auch er ist ausgezogen, sind wir weg. Erst zweimal hat es sie noch gegeben dort. Und das letzte Jahr hat sie an einem anderen Ort stattgefunden und das Jahr jetzt in diesem Bunker, weil die schon Kontakt mit den Leuten von dem Bunker hatten und auch schon Sachen dort drin gemacht haben. Und ich habe ihm gesagt, hey, warum nicht vielleicht etwas Größeres aufziehen dort drin? Das wäre hure geil, Platz wäre rum. Also wenn wir sehen, wir sind ja, in dem einen Raum fast 20 Leute gewesen. Mhm. Und wir haben locker noch mehr als so einen grossen Raum noch zur Verfügung gehabt. Also könntest du easy noch mal ein bisschen mehr aufziehen und dort drin ein bisschen vielleicht etwas Offizielleres machen. Mal schauen. Ja. Musst halt einfach dann auch schauen wegen Verpflegung und so, wenn du grössere Leute hast. Pizzalieferant. Das war auch eine Tortur gewesen, ey. Ja, der weiss Das doch nicht heisst, woher. ja, das haben wir dann nachher auch gemerkt. Und vor allem, Ja, wenn du dann nachher dann im Raum drin bist, wie kommst du denn Bescheid über, dass er vorne es noch hat an das der Tür Telefon läuft? drin. Ah, okay. Aber ich sag dir, am ersten Abend, ich habe etwas daheim vergessen. Und ist das nicht mega dringend wichtig gewesen, aber mich hat es genervt und ich wollte es heim holen. Dann habe ich gesagt, hey Jungs, ich gehe schnell heim, soll ich irgendwie Pizzas mitnehmen? Dann haben wir schnell Pizzas bestellt, ich bin heim und habe sie dann auf dem Weg zurück mitgenommen. Das ist easy. Mhm. Zweiten Abend ist ja keiner mehr unterwegs gewesen. Dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt dann bestellen wir halt Schuss. Ich finde das schon. Ich weiss noch, plötzlich höre ich den Kollegen wieder am Telefon. Wo bist du? Bei der Kille? Nein, du bist viel zu weit gefahren. Du musst wieder zurückfahren. Da haben wir aber es hat geklappt. Er hat es gefunden. Der Kollege Ah, ist dann nachher rausgestanden und das Gute ist, der Bunker ist genau, also die Eingänge sind genau an der Hauptstraße beim, bei einer Bushaltestelle. aha, ja gut, Und dann ja. kannst du noch einigermaßen, dann kannst du sagen, ey, ich komme raus, ich stehe raus, ich winke dir, du siehst mich da schon und so. Und Genau, ist da der Bushaltestelle so und so. genau, Und ja, genau. dann geht es einigermaßen, ja. Das hat dann, also wir haben dann nachher unser Essen nicht bekommen, aber Ja, das ist Jesus, gut. das war geil gewesen. Ja, und Ja, schon das Verpflegung haben wir halt auch schon drin gehabt. ja, eben. Ich meine, in einer LAN brauchst du meistens nicht wirklich Wir haben viel. Hotdog-Maschine gehabt, wir haben eine Toastmaschine gehabt, also Ja, ja, es ist alles organisiert worden irgendwie. ja. Solange du irgendeinen Kühlschrank hast. Eben, ich meine, für 20 Leute kannst du schon. Kann sich jeder noch Alter, selber gut pflegen und was so. für ein Kühlschrank, du stellst das Zeug in Gang raus. Ah ja, gut, ja. Ja gut, in einem Bunker, wenn es dementsprechend kalt ist. Das war kalt genug gewesen, definitiv. Oh Mann. Aber immerhin, es ist eine geile Idee, weil das ist etwas, was du nicht jeden Tag hast. Gut, Mhm. LAN-Party hast du sowieso nicht jeden Tag, aber dann noch in einem Bunker innen, das ist Ja, es ist schon schon nicht nice gewesen. nichts. Schon nicht nichts. Da sind wir natürlich auch exploren. He? Oh, Wir haben gewusst, Explorer. es gibt einen dritten Ausgang. Ah. Wir, haben, Oh. wir Ja, sind dann zu dem Entschuldigung. dritten Ausgang gegangen. Der ist mitten im Wald oben rausgekommen irgendwo. Ja, ich wollte gerade Sehr sagen, geil. wir haben mal einen gehabt im Militär. Der war eben noch in dieser Gruppe drin, gewesen, der das Zeugs müssen anschauen und sich alles merken. Und dann hat es geheißen, ja, es gibt eben auch noch einen weiteren Ausgang. Das ist der Notausgang. Und dann kommt er zurück und sagt, hey, jetzt müsst ihr jetzt zulassen. Er sei dort die Stege drauf gelaufen. Weiss ich, wie viele Stege? Wirklich knapp etwa 800, 500, 600 Stegentritt. Und dann ist er irgendwann im Wald ist er rausgekommen. Und da hockt neben ihm einfach so ein alter Bett und ist im Schock gefressen.
Denkt sich so, und dann, Was? ja, und dann schauen sie sich an und der ist auch, der wohnt auch irgendwie dort oben. Dann sagt er, hat mal wieder einen den Ausgang gefunden und so. So geil. Kaputt. Das ist einfach geil. Hammer, ey. Der Hammer. Äh, ja, geile Scheiße. Geile Scheiße. Jetzt müssen wir dann mal zusammen noch eine LAN-Party gehen. Ich habe mir's schier, ich habe gesehen für die LAN-Party, wo du gehst, wer ist das? Butterlan, Ja, die weiss ich, gell? Butterlan, ja. Ich habe mitbekommen, dass einer ein Ticket verkauft, weil er nicht gehen kann. Yep. Ich glaube über den Troy oder so, der hat das mal irgendwo verzapft. Ja. Und ich habe mir schier überlegt, ob ich soll sagen, hey, ich nehme das. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum ich es jetzt nachher nicht gemacht habe. I don't know. Sonst, wenn du noch Interesse hast, ich kann mal schauen, ich habe dort Connections. Ich bin auch dort mal Dann ist die. im Organisationskomitee dabei gewesen. Beim Nächste Woche, oder? äh, übernächst. Also jetzt ist, nein, sag ich. Nächste Woche ist noch normal. Warte jetzt. Vom Ostermontag bis fertig, das ist eine Woche, dann ist noch eine Woche und dann noch eine. Es sind Donnerstag, 3 Wochen. 18. Genau, 3 Wochen sind es jetzt noch. Also, Donnerstag schon? Ja, die fangen meistens Donnerstag oben, fangen sie an. Und, aber Turnier fängt meistens erst am Freitag an. Okay, interessant. Aber dann Äh, trotzdem bis am Sonntag, oder was? ja, bis am Sonntag, ja. Für Okay. mich interessant ist ja eigentlich eher nur der Samstagabend. Vom 9 Uhr bis am Morgen am Mai ist einfach fucking Helldivers Turnier. Und ich das gesehen habe, Das ich bin glaube immer noch der Erste, der sich angemeldet hat. Ich bin nicht der Einzige, oder was? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, sonst habe ich automatisch gewonnen. Das wäre ja gut. Ja. Ja, ich freu mich drauf, es ist eben die letzte. Ach schon? Ja, also sie machen dann wahrscheinlich vielleicht, wenn überhaupt, noch eine private, wo halt einfach nur geladene Gäste dabei sind. Also einfach solche, die sie schon seit Ewigkeiten können. Mhm. Weil sie sagen halt einfach, du schau, der Aufwand ist einfach zu gross und es sind so viel, wie mir jetzt gesagt wurde, ist auch eben, das Zeit ist halt ja, also ich bin auch dabei gewesen, es ist mega organisatorisch, was du da alles musst überlegen, und dann machen sie noch Party vorne dran, also es hat vorne dran hat's meistens noch, also hat's eigentlich eine Bar mit Live-Auftritten, mit Bands, die dort auch noch kommen, oder dann, wo ich auch noch war. Mhm. Und ja, also eben, es läuft eigentlich immer etwas dort. Ausser am Morgen, da sind alle noch verschlafen und suchen nach Kaffee und, oder Energy Drinks. Aber sonst ist dort eigentlich immer etwas am Laufen. Genau. Ja, das ist. Ich hatte das Glück gehabt, in den Hochzeiten der LAN-Partys dürfen viele von denen zu besuchen. Ja. Wir haben selber auch, wir haben so einen Verein gehabt, wenn ich da dabei war, wo wir unter anderem viele LAN-Partys damals besucht haben Mhm. miteinander. Aber tatsächlich auch organisiert haben. Ich weiß nicht, ob falls irgendeiner von den Zuschauer Das oder sind Zuhörer. Zuhörer, Entschuldigung, da kommen wir nachher noch dazu. Oh, Ähm, Wenn irgendjemand von unseren Zuhörern sich an Medics LAN-Party, an den Mac-Clan oder an Control-Alt-Delete-Zeiten erinnert, ihr seid die OGs. Schreibt es uns als Feedback auf Spotify, wo auch immer. Mich nicht mal Wunder, ob irgendjemand in unserem Umfangsbereich oder so damals dabei war, nur aus dieser Zeit kommt. Das sind so die ganz geilen Zeiten gewesen. 2009 weiss ich, Control-Delete 16 zum Beispiel. Wir haben Medic 6 damals gemacht. Mountain E-Days, das war also geil gewesen. Mountain E-Days in Central Switzerland. Medics. geil. Das ist. Das sind noch fucking Zeiten gewesen, ey. Ey, wir waren sogar mal so weit von der Klasse her, dass wir einen Clan gegründet haben, für zum Call of Duty spielen.
Und ey, der Name war so genial gewesen. Control, weißt du, auf der Taste Ctrl. Und haben wir einfach genannt Cancel to Real Life. Das passt wirklich. Cancel the Control. Okay, Es jawohl. ist so gut gewesen, Mann. Es ist so gut gewesen. Wir sind auch nicht schlecht gewesen, aber der Name ist alles gewesen. Das ist schon. Es ist eine geile Zeit gewesen, du, so Anfangs 2000 rum, die LAN-Partys. Richtig, richtig nice. Ja. Ja, bin ich noch ein bisschen zu jung gewesen für LAN-Partys. Und dann hat es, also wirklich, ich glaube so, ja, ich würde jetzt sagen, so ab 2012 rum oder so, 2011, glaube ich. Weiß nicht mehr genau. Hat es dann wirklich angefangen abnehmen. Hast du gemerkt, ja, viele von den Organisatoren von damals haben halt auch ein gewisses Alter erreicht, vielleicht Ja. Familie, viele Kinder und so weiter. Ja, und vor allem musst du ja teilweise ja auch nicht mehr. Also, weil das Internet ist jetzt einigermaßen so gut ausgebaut, dass du eigentlich nie mehr zu den Kollegen heim musst, go 'ne LAN-Party machen oder so. Also, wir haben es Mhm. ja auch noch gemacht, halt einfach im kleinen Rahmen sind wir am Abend Kollegen daheim gehockt, zu 5. hoch. Und gesagt: „So, vom Donnerstag bis am Sonntag tun wir League of Legends zocken, wenn wir das Gefühl haben, wir seien gut.“ aber, eben mit dem Internet heutzutage, brauchst du ja eigentlich nicht mehr. Ja. Ja, es ist schon, also drum, ich finde es umso besser und ich unterstütze das auch umso mehr, etwas wie die Lock and Load. Wenn ich so einen Shoutout mache hier, Lock and Load LAN-Party, also jeder, der es bei ein bisschen ein LAN-Party-Feeling haben wie früher. Es ist nicht mehr gleich, absolut nicht. Aber ein Big Shoutout an die Lock and Load, das ist, was die durchziehen, immer wieder jedes Jahr, ist mega krass. Also das, ich weiß, ich bin dort, ich weiß nicht, ob ich der allererste dabei war. Oder auf jeden Fall ziemlich am Anfang schon dabei gewesen. Weil ich habe es geil gefunden, dass jemand überhaupt so etwas wieder mal in die Hand nimmt und organisiert. Weil das war so eine Zeit gewesen, wo fast keine LAN-Partys mehr stattgefunden haben. Ähm, Und dann sind die gekommen und haben gesagt, hey, da und da, 50 Leute, 100 Leute, keine Ahnung. Und das letzte Mal haben sie, glaube ich, über 500 gehabt. krass. Also das ist richtig heftig. Ja, für Mega nächstes Jahr, geil. ja, dass ich dabei sein kann. Ja, der Berex ist ja auch, der ist jetzt auch schon letztes Mal wieder dabei gewesen. Das vorletzte Mal schon. Ich weiß nicht, ob er vorletztes Mal auch schon war. I don't know. Ja, da hat man sich, glaube ich, noch nicht so kennt in dem Sinn. Ja, aber also ich weiß, das vorletzte Mal kennt ist übertrieben. Aber das letzte Mal, ja, hat ein bisschen mehr miteinander zu tun gehabt in der Zwischenzeit und so. Von dem. Ja, aber das ist cool. Aber das Geile finde ich halt immer, ich bin ja an der Netgame gsi, heisst die letztes Mhm. Jahr. Ah, die Auch habe mit ich dem es nie Barracks. geschafft. Mit dem Barracks und mit dem Siri und mit dem Roy. Ich finde es halt cool, du siehst immer ein bisschen die gleichen Leute. Diesen LAN-Partys immer so vereinzelt, die plötzlich sagen so: „Hey, du bist doch der!“ „Ja, genau!“ und so. Aber Das ich ist, finde das cool. das ist früher aber irgendwie noch mal viel mehr gewesen. Vor allem, Ja. gut, vielleicht sind, also ich kann mir vorstellen, wir sind halt einfach auch ein bisschen daraus rausgewachsen von damals, aber früher hast du halt wirklich, wir sind halt mit 20, fast 30 Leuten je nachdem auftaucht bei unserem Clan, einfach 2 komplette Reihen besetzt und Ja. dann hast du auch die anderen Clans oder Leute von denen ein bisschen kennt, die halt auch mit vielen Leuten kommen, weil es hat dann immer so ein bisschen halt die Rivalitäten gegeben damals noch. Ja. Gibt es heute sicher auch, aber heute, ich habe das Gefühl, heute geht das alles immer so unter E-Sports. Ja, So, also wir sind ein E-Sport-Verein, Clan und spielen League of Legends. Bei uns hat es einfach geheißen, wir sind Gamer, wir sind vom Mac. Und dann war egal, welches Game. Bist du ins Battlefield, hast du den Mac-Tag vorne dran gehabt. Bist du ins ja. CS, hast du deinen Clan-Tag vorne gehabt. Eben, Einfach immer Mac gewesen. wie bei uns der Control, oder eben der Zitterl Ja, genau, der genau. Zitterl-Clan. Ja, und eben, da hast du nachher dann die gehabt und da hast du irgendwie wie haben die anderen geheißen?
Das spielt ja keine Rolle, aber da haben wir genau gewusst, schau, die sind auch da, dann gehen wir uns wieder auf die Fresse, gehen Ja, nachher, wenn genau, wir fertig genau. sind, gehen wir unser Bier haben, tun uns gegenseitig auslachen und nachher gehen wir wieder zocken, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben alle einfach irgendwelchen random Leuten Geburtstag Glückwünsche überbracht und irgendeinen Scheissdreck gefragt. Ach Gott, das ist im Nachhinein hure verschwenderisch und so, aber Ja, das Ritual vor so LAN-Partys war meistens gewesen, wir schauen, dass wir alle ein bisschen miteinander dort hingehen, von denen, was zeitlich passt, mhm, gehen vorher noch einkaufen und gehen nachher dort hin. Und irgendwann hat sich eingebürgert, dass wir beim Einkaufen noch irgendwelche Scheissdreck kaufen. Da haben wir irgendwelche pinke Cowboy-Hüte, so Cowboy-Strohhüte gekauft. oh Gottes Eins Willen. haben wir und das haben wir dann aber immer wieder mitgenommen. Irgendwann hat es garantiert wieder dran gedacht: «Oh, ich muss den pinken Cowboy-Hut mitnehmen, einfach wegmachen.» Ja, Und das ist dann ja geil. dann bist du wieder einkaufen, dann hast du gesehen, die haben gerade so die Kunststoff-Wasser-Dingsschlangen da, weißt du, Ja, ja. die Dingsschlangen haben sie Aktion. Ja, ich kaufe mal 10 von denen, die können wir schon brauchen. Du bist einfach mit 10 von denen auftaucht an einer LAN-Party. Ja, es, Und dann hast du halt einander auf den Grind gegeben. Und 1 Jahr haben wir plötzlich angefangen, hat der Kollege so: «Ja, ich kaufe mir hier jetzt ein halbes Kilo Rüebli.» Ich so: «Was willst du mit Rüebli? What the fuck?» Da hat es noch ein bisschen Schlagsahne. wow. Hä? Und dann ist ihm nichts Besseres in den Sinn gekommen, als ein paar von diesen Rüebli zu nehmen, in die Küche raus, die geschnippelt, auf einen Teller da, alles voller Schlagsahne gemacht. Die ist einfach so random zu einem an. Es ist mega ruhig gewesen, der Hall. «Happy Birthday to you.» Und der andere so: «Was willst du von mir?» Ja. Ja, aber das ist eben geiler Scheiß. Aber weißt, das sind genau so Sachen basieren nur an LAN-Partys. Und das hast halt nicht, wenn du nur die ganze Zeit daheim hockst vor deinem Ja, Gerät und das Zwischenmenschliche, das fehlt halt. Darum bin ich ich, froh, kann ich wieder an eine LAN gehen, wieder einmal. du bist ja auch schon jetzt eben an ein paar LAN-Partys gewesen, oder? Ja, Oder hast du das erst so seit 1, 2, 3 Jahren so ein bisschen angefangen? nein, eigentlich, bei mir hat es in der Berufsschule hat's angefangen. Also vor 3, 4 Äh, Jahren? nein. Ich bin ein bisschen älter. Ich bin ein bisschen älter, Ah, Plätschi. okay, okay, gut. Nein, also grundsätzlich, eine Zeit lang bin ich praktisch jedes Jahr bin ich an Butterland und wir haben halt noch private kleine LAN-Partys gemacht. Mhm. Aber ich habe sonst eigentlich nichts anderes kennt. Gut, ich habe jetzt so nicht, bin auch nicht wirklich flexibel gewesen, weil ich relativ spät mein Autobeleg hatte. Und ja, halt arbeiten und sonst Zeug. Und dann habe ich relativ lange eine Pause gemacht und eben, jetzt hat mich vor 2 Jahren hat mich der Kollege mal angeschrieben und hat gesagt: «Hey und so, wir machen da wieder ein Butterland S einfach für geladene Gäste, willst du auch kommen?» und so. Und ich so: «Ja, voll, warum nicht?» Bin ich aber im gleichen Jahr noch an die normale Butterland und dann bin ich halt dort, jetzt in der letzten bin ich halt wieder ein bisschen mehr reingekommen und dann eben jetzt noch das Netgame. Aber es ist zwar überall ein bisschen das Gleiche, aber es ist irgendwie auch immer wieder anders. Jedes Jahr, wenn Mhm. du dorthin gehst. Mhm. Es ist Ja, absolut. Aber genau. hat's in diesen LAN-Partys, also ich frage aus einem ganz bestimmten Grund, hat es an diesen LAN-Partys, ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird, ich glaube nicht, aber sagt das WhatsApp noch etwas? Das WhatsApp. Okay, in dem Fall nicht. Wenn es dir etwas gesagt hat, Äh, hättest du direkt so, hat es also gerade Klick gemacht. also Es ich hat, kenne nur eins. «Hey Banana!» «Weather!» Ich kenne nur das. Oder ja, das von also, «Scary Movie». ja, genau, es kommt eigentlich ein bisschen von dem, tatsächlich. Okay. Es war genauso in dieser Zeit gewesen. Und wir haben im Clan damals so einen dabei gehabt, der so eine dumme Idee alle hatte. Ja, ja, ich nehme jetzt einfach mal das Megafon noch mit. Ah, nein, das haben wir nicht gehabt. Und Das dann irgendwann hat sich einfach, und ich finde es so geil, das hat sich über 10 Jahre durchgezogen auf diesen LAN-Partys und vor allem immer mehr verbreitet. Auf immer mehr LAN-Partys hast du das plötzlich gehört. Da hat's, jetzt musst du dir vorstellen, du hockst bei 100 bis 200 Leuten mit 30 Leuten in dem Raum inne, die selber von deinem Verein sind, von deinem Clan sind.
Und dann fährst du plötzlich an, «What's up?» Und dann hörst du 30 Leute, «What's up?» Und dann plötzlich 200 Leute, «What's up?» Und das hat sich nachher wie so eine Tradition eingebürgert. Erstens mal an dieser LAN-Party, an der Control-Alt-Delete ist das gewesen. Mhm. Und das hat sich durchgezogen. Du bist an LAN-Partys und plötzlich hast du einen gehört irgendwo, «What's up?» Und dann hat die ganze Halle, «What's up?» Und dann, oh, okay, geil. Also, ich kenne das nur, ich bin nebst den LAN-Partys bin ich früher auf viele Festivals gegangen. Also, ich bin am Greenfield gsi, ich bin am Rock im Park gsi, ich bin gsi ja, vielen anderen, wo ich den Namen nicht mehr weiss. Da habe ich auch ein bisschen mehr geödert, wieder Musik hören. Und, aber dort hast du genau das Gleiche. Dort hast du zum Beispiel den Timmy von South Park. Ja, Der der, Himmel! Und, das ist einmal so schlimm gewesen, da hast du zu Abend wollen schlafen. Du bist müde gewesen. Und das war eigentlich wie so ein Lauffeuer gewesen. Da hat es im einen Ecken angefangen, Himmel! Und dann ist es Himmel, bis zum ja, anderen genau. Ecke vom Festival. Und irgendwann dann hat es nachher dann wieder übernommen. Und dann ist es wieder auf die andere Seite. Ey, die ganze Nacht haben Leute einfach Timmy geschrauen. Oder Helga. Das ist scheinbar ist das irgendein Ja, Typ der Helga. gsi, wo irgendwie seine Freundin gesucht hat und dann hat einfach die ganze Meute die hat Helga geschrauen Ja, ja. und solche Scheiß. Ja, Ja, so geil. ja, heute gibt's sicherlich noch Haufen anderes, aber, bin zu alt für Festivals. Es waren geile Zeiten gewesen damals. Ja, ja. Also, ich bin mir nicht grauen, die LAN-Party-Zeiten mitgemacht zu haben, definitiv. Nein, grundsätzlich sagen wir immer nur viel: «Ja, Gamer und so ist so eine Zeitverschwendung.» Das ist jetzt Ach, vielleicht ein bisschen Deep Talk. ja, ja. Also einfach schnell für die zuhören. Und das Gleiche sagen, hey, Gamen ist das ist Zeitverschwendung. Lasst die Leute einfach sein. Das ist für die genau gleich ein Abschaltmechanismus, wie die Leute gehen Sport machen, wie die Leute etwas anderes gehen machen. Für mich ist das nie Zeitverschwendung gewesen. Ausser das Game ist scheiße gewesen. Aber das ist etwas Ja, anderes. das ist im Nachhinein so die Erkenntnis. Da hätte ich jetzt eigentlich gescheiter etwas anderes gezockt. Ja, aber grundsätzlich, es ist einfach etwas Globales und eben, lasst auch die Leute sein, die gehen wandern. Können Leute die hassen? Leute, die gehen wandern. Ich finde das so entspannend und schön. Lasst die Leute einfach sein. Und eben auch die Leute, die an die LAN-Partys gehen. Ich bin ja ehrlich, eben, solange dir niemand anderem damit schadet, könnt ihr ja machen, Genau, was ihr wollt. Ihr könnt noch auch genau. die Hacken füllen die ganze Zeit, solange es dir niemand belästigt, solange es keinen Scheissdreck macht, go for it. Ja. Ja. So, sind wir So, fertig? Nein, ja. Quatsch. Wir haben jetzt eigentlich alles andere gemacht, außer über das noch geredet, was wir sonst gemacht haben. Ja, voll. Ja. Ja, Hast du immer das. gerne Sandwürm? Ich mache jetzt mal den Heartbreak. Ah, wow. Ich habe gerne Sandwürmer, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ah, was? Nein, ich habe ihn leider noch nicht Ah. gesehen. Also, ich habe 3 Sachen aufgeschrieben. Es ist zum Glück kein Spoiler drin. Erstens, Holy Moly. Zweitens, der Villeneuve, so krasse Bilder und so heftig geiler Sound. Also, das steht in manchem nicht. Also, der Film ist jedem, wo so etwas, wo auf cineastisches Zeug steht, echt zu empfehlen. Auch die Geschichte habe ich gut gefunden. Das ist Geschmackssache. Drittens, ich empfehle jedem, keinen anderen Film zu schauen, währenddem der Film, also wir reden von Dune 2, ähm, vielleicht noch schnell so, by the way, Dune Part 2, geht nicht ins Kino irgendeinen anderen Film schauen, wenn in dem Kino gleichzeitig Dune Teil 2 im IMAX läuft. Wieso ist das so am Übergehen? Hey, kennst du 4DX-Kino? Das ist das mit den bewegenden Stühlen und wo es Ja, Wasser ins Gesicht spritzt und das. ja, vom Disney. Ich glaube, sind wir in Gibt's, Disneyland gewesen? oder Europapark gibt es auch so etwas, das Ja, bewegt ja, sich stimmt, so, genau. ja. Ja.
Also wir sind ja nur im IMAX schauen, nicht 4DX. Aber hast du Mhm. manchmal das Gefühl, also du bist rausgelaufen und hast gemeint, das hat dir gerade irgendein Thailänder in den Rücken massiert. Alter, Boah. hat das Bass gehabt, hey. Du bist da gekocht und hast einfach wieder gemacht. Du so, what the fuck? Also jetzt ist Wir haben echt, ja. einfach noch die Frage. Mit oder ohne Happy End? Wenn du sagst wegen Thai-Massage. Schwierig, Roland, schwierig. Also der Film ist ja in dem Fall gut gewesen, so wie du Je, von ihm nach, schwärmst. je nachdem, wie sensibel als du natürlich bist. Also, dass sehr empfindlich bist, ist es vielleicht mit Happy End, vielleicht nicht. I don't know. Nein, aber also wenn ihr das 1 gut gefunden habt, könnt ihr das 2 schauen. Ich finde es mega gut. Also eben das Bild gewaltig. Es ist so gut gebaut gewesen. Hey. Ich habe mich selber verwünscht und das passiert sehr selten, dass ich im Kino gehockt bin und einfach plötzlich wieder ein riesiges Smile auf dem Gesicht habe, weil das so eine geile Szenerie ist. Das ist eben Zeug, Mann. Das ist unglaublich. Aber der Villeneuve ist das der Blade Runner gemacht hat. Ja, genau. Und das ist mir tatsächlich dort auch passiert. Kennst du die Theorie, dass das im gleichen Universum spielt? Ja, habe ich mal etwas gelesen davon. Aber so Theorien Okay. sind alle so aus der Luft Ja, ich gegriffen, du musst weiss. dann sagen, ja, du kannst gerade so gut Harry Potter dazu dichten, Ja. dass er den Ring geschmiedet hat vom Sauron. Also, Vielleicht hat er es ja. ich weiss. Nein, tatsächlich, ich wollte ihn schauen, bin aber nicht dazu gekommen. Mhm. Ja, wird ihn irgendwann nachschauen. In dem Sinn. Hat zwar Das ist Ferien immer noch gehabt, aber Möglichkeit. Also. ja, eben. Aber der erste hat mir eigentlich auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, also ich bin dort völlig übergegangen, als ich das erste Mal die Helikopter gesehen habe. Oder die Libellenflugzeuge. Mhm. Dort habe ich einfach müssen sagen, Kollege, was ihr da überlegt habt, ist einfach geil. Das ist einfach Das geil. ist schon geil. Der Ornithopter heisst er. Ornithopter. Ja. Ornithopter. Ja. Es ist schon geil. Also wirklich. Ich habe von vielen gehört, ja, er ist nicht so gut gewesen wie das Eis. Geschichte, also die Story ist nicht so. Aber das ist auch Geschmackssache. Ich habe es wirklich nice gefunden. Ich will dir jetzt eben nicht spoilern, aber es ist halt so, wie die Geschichte sich entwickelt hat. Ich meine, Geschichte und alles ist ja nicht unbekannt. Bücher, das hat die ersten Filme gegeben. Ja. Bücher habe ich nie gelesen und die ersten Filme wahrscheinlich vor fast 20 Jahren geschaut oder so. Oder Ja. rausgekommen sind. Und ich habe wirklich nicht mehr gewusst, also nicht mehr gewusst, ja, ich habe gewusst Sand, Weltall und Sandwurm. Ja, das ist ein Sandwurm, das ist ja eh. Eben, Das ist ein aber Aushängeschild von diesem Film, bös gesagt. genau. Und es ist so gut gemacht gewesen, aber auch Geschichte, wie sie sich entwickeln von den Charakteren her und so. Ich habe es mega gut gefunden. Wirklich. Ich glaube, ich müsste ehrlich gesagt den ersten Film noch einmal schauen, bevor ich den zweiten schaue. Bildergewalt war so geil, gewesen, aber irgendwie die Story und so, das ist mir überhaupt nicht hängen geblieben. Mir auch nicht, tatsächlich. Aber ich habe mir eigentlich vor 2 Wochen, bevor wir das schauen, noch gedacht, daran denken, den ersten noch zu schauen. Wo wir im Kino gehockt sind und dachte, Scheiße, jetzt hast du den erst wieder nicht geschaut. Ja. Du, Aber aber ja, nicht so schlimm gewesen. wir haben viel anderes noch zu schauen. Also, Ja, ja. es gibt viele Filme, die auch schöne Bilder gewählt haben, aber mich jetzt nicht so überzeugt haben, teilweise. Ich weiß nicht, ob du den Film Spaceman gesehen hast. Oh Gott. Ich bin schon rübergekippt in dem Film einfach. Also, Bilder am Schluss sind mega geil. Ja. Aber er Sonst, ist sehr speziell. er ist sehr speziell. Also, für mich ist das nicht ein Science-Fiction-Film. Für mich ist das ein Drama. Ja, definitiv. Ja. Aber was ich auch cool finde, ist, wie die Spinne gemacht ist. Mhm. Von mir her, also ja, das sieht man im Trailer, das ist ja kein Spoiler. Das Einzige, was ich ein bisschen cringe finde, ist das Maul. Das hätten sie von mir aus gesehen können weglassen. Ja. Aber sonst ein interessanter Film, ein bisschen langatmig.
Der Schluss ist relativ cool. Ja, that's it. Ich habe ihn tatsächlich ein bisschen voraussehbar gefunden. Ja, definitiv. Also. Und es ist sehr ungewohnt, mit dem habe ich am meisten Mühe gehabt tatsächlich, den Adam Sandler in so einem Film zu sehen. Ja, aber der macht momentan mehrheitlich so ein bisschen spezielle Filme oder Filme, wo er nicht so einen Double spielt, bös Ja, gesagt. ja, ja, ja. Also der, wo er, der Goldhändler in New York, glaube ich, weiß nicht mehr, wie der Film Ja, heißt. Den habe ich richtig gut gefunden. Das war ein richtig cooler Film gewesen. den muss ich mir noch geben, tatsächlich. Aber weißt du, so ein Science-Fiction-Drama-Weltall-Film, wo er eben nicht den Double spielt, ich weiß nicht, ich habe es einfach irgendwie am Anfang ein bisschen speziell gefunden. Aber ich wurde müssen reingewöhnen, den Typ in diesem Film zu sehen. Ja, definitiv. Das war ein bisschen speziell gewesen, aber ja. Sonst, ja, ich habe einfach immer Lust auf Erdnussbutter, aber Oh. ich glaube, das ist ein kurzer Kurt, den wir da erzählt haben. Ja, Was hast du sonst noch so geschaut? also ohne Scheiß jetzt. Ja, ich habe Ja. einen Film, den finde ich so geil. Und zwar nur wegen einer Figur. Also nein, er ist grundsätzlich gut. Ich weiss dann Äh, welchen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Roadhouse. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Roadhouse. Ey, ich hab den gesehen irgendwie in einem Kritikvideo und da dachte ich, what? Also ich bin extremer Fan von Jake Gyllenhaal, Mhm. weil ich finde, das ist einfach ein Typ, der macht seinen Scheiß, macht er gut. Mhm. Ich habe Nightcrawler habe ich vor ihm geschaut und ich musste sagen, Alter, der Sieg, der kann so richtig Ausbrüche haben oder irgendwie völlig in den Scheiß rein versinken. Völlig kaputt. Dings habe ich auch gut gefunden, dort, wo sie, dort, wo er einen Polizist spielt oder einen Detektiv, wo die Kinder entführt werden von Zwenen. Ich weiß nicht, ob der Prisoners heisst oder so. Okay, das sagt mir jetzt gar nicht. Dort spielt er auch mega gut und eben jetzt Roadhouse, wo er, also der Film gibt es eigentlich schon, hat es schon vorher gegeben, glaube Mhm. oder einen ähnlichen Ja, es ist ein Remake, ja. mit Patrick Swayze. Ich glaube es, ja. Ja. Das ist Ja. relativ alt, ja, glaube irgendwie 87, 86, irgendwie so rum, glaube ich sogar. Und Ja. er ist von Anfang an ist es schon gut, dass ich muss sagen, okay, gut, das ist mal wirklich, es ist einfach, du weißt, um was es geht in diesem Film. Und es spielt einer mit. Wie heisst er? Conor McGregor. Der Conor McGregor. Alter, wenn du den siehst, vor allem mit der Synchronisationsstimme vom Stewie von Family Guy. Mit dem Manuel Was? Straube. Hey, aber wirklich, es ist so gut. Es ist Okay. so gut. Oh Ich, fuck, jetzt muss ich wirklich schauen. er hat nicht viel Sätze zu sagen, aber es ist nur Scheiß, was der macht. Und ich habe praktisch, wie du sagst, beim Dune ein Grinsen auf dem Gesicht, ich einfach immer müssen lachen, als ich den Typ gesehen habe. Der geht so auf in dieser Rolle. Das ist einfach für ihn gemacht. Das ist so Also geil. für die so ein bisschen, ja, so ein bisschen Schlägereien und so gerne haben, einfach so eine, also ich finde das immer geil, eine Prüglerei irgendwie in so einer Bar rein. Also schaut da mal, wirklich, ja, ja, sehr viel Spass gehabt damit. Die Story ist jetzt halt, ja, ist immer etwas Gleiche. Mhm. Aber Kampfszenen sind mega krass. Und ich glaube, irgendwie, ich glaube, die haben dort auch relativ viel Spass gehabt äh, bei diesen Szenen, wo sie dürfen sich gegenseitig auf die Fresse geben oder so. Also was ich gesehen habe, ist ja, der Gyllenhaal hat ja Huren angelegt, hat ja ein rechtes Programm gehabt zum Trainieren. Ich meine, er ist schon gut Weg, ja, also, Das ist das Viech, also ich werde von beidem einen Käse auf aber die Fresse im Fall. genau, ja, also der hat glaube schon richtig, ich habe einmal kurz so eine kurze Szene gesehen, also nicht direkt aus dem Film, glaube ich, irgendeine Blooper-Szene gesehen oder so, und ich dachte, holy shit, Ja, er sich hat angelegt. Hey. also es geht dort eben, er spielt ja dort eigentlich, also es sind die UFC-Fighter, es gibt glaube ich irgendwann auf YouTube gibt's, dass sie
während man so die UFC, ich weiß nicht, wie man dem sagt, wo sie eigentlich Kontrahenten vorstellen, eben wer kämpft gegen wer, dass sie nachher dann dort so fast Gesicht an Gesicht sich gegenseitig ein Küsschen geben und sich irgendwie gegenseitig gleich anheizen. Währenddem das eben ich kann dem seinen Namen nicht haben, der McConnor, McGregor. der McGregor, ja genau, dass sie gerade nachdem, was er irgendeinen, glaube ich, Kampf ansagt hat, steht plötzlich der Jake Gyllenhaal dort. Und den Teil haben sie nachher dann, glaube ich, sogar für einen Film gebraucht. Ah, Irgendwie was? so, ja. Also Szenen findest du auf YouTube und es sieht wirklich, also es steht wirklich dort eben, dass der irgendeinen so einen Überraschungsauftritt macht und Ja, dann sogar. nachher dann den Teil eben für einen Film brauchen. Also wirklich, der ist wirklich mega geil, der Film. Eben für den Fall, dass du so ein paar Schlägereien und so ein bisschen gerne hast, so ein bisschen nicht eine anstrengende Story, ist er tiptop. Mhm. Ja, muss ich unbedingt anschauen. Mhm. Ich ha diesen Monat etwas geschaut. Tatsächlich Film nicht so viel, aber ich habe eine Serie durchgesuchtet. Komplett. Komplett. Erzähl. Wir haben letzten Monat schon von dieser Geschichte gehabt. Da habe ich gesagt, ich muss das noch machen. Ich habe mir alle 3 Staffeln Avatar durchgezogen. Also der Anime. Anime. Ja. Und ich muss sagen, holy shit, wieso habe ich das nicht früher geschaut? Ich muss es mir Obwohl ich geben. wiederum muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es früher auch gleich geil gefunden hätte. Weil ich habe das Gefühl, mit einem erwachseneren Mindset verstehst du viel mehr Hintergründe in dieser Serie. Ja, ich finde es, das, was ich gesehen habe, manchmal schon gedacht, ich finde das ein bisschen krass, dass das eigentlich als Kinderserie Mhm. hergestellt wird. Mhm. Weil es hat, ja. Andererseits, also weißt du, andererseits muss ich ja sagen, ja, es ist eigentlich gut, es ist eine Kinderserie, weil gewisse Sachen gibt es schon auch Gutes mit. Mhm. Weißt du? Ja, Wenn auf so jeden schaust, Fall. wenn der Aang eigentlich sein Aufgabe schlussendlich ist ja eigentlich, ja, ich muss den Feuerlord besiegen, damit die Welt überlebt. Mhm. Und wenn er mit dem Gedanken kämpft, irgendjemandem etwas anzutun, obwohl das geschichtlich seine Aufgabe wäre, und wenn dann nachher, das habe ich immer richtig, also das finde ich richtig geil und das haben sie mega gut gemacht, wie sie Geschichten von den anderen Avatars, also zum Beispiel vor allem der Roku, wo Das, sie, das ist das der ist der letzte gewesen. Feueravatar, der letzte Ja. gewesen, ja, wo, wo sie mehr Geschichte vom Roku gezeigt haben, der Zusammenhang mit der Jetztzeit, also wie mit dem Mhm. Feuerlord und alles, wie das zusammenhängt. Ich habe die Folgen geschaut und dachte, Ja. what? Okay. Du hast die ganze Staffel, also die ganzen Folgen, alle 2 Staffeln vorher, hast nie etwas von dem wirklich mitbekommen. Hättest du Mhm. können denken, okay, ja, ich meine, er ist ein Avatar also ist, als Feuerbändiger von der Feuerbändiger, ein Avatar, also wird er sicher irgendwie etwas mit denen, auch mit dem vielleicht Königshaus zu tun gehabt haben oder Ja. so, wie auch immer. Aber wie es dann verknüpft ist, holy shit, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich dachte, wow, okay, krass, heftig. Ich muss mir sie definitiv auch nochmal geben. Ich habe nur so einzelne Sachen mal rausgepickt. Ja. Mhm. Ich bin gespannt auf die nächste Staffel von der Realverfilmung. Ja, Bin es ich wäre mega jetzt gespannt. umso mehr. Mhm. Ich muss aber, ich verstehe nicht, ich weiß nicht, was der Ursprung von dieser Geschichte ist vom Avatar, aber ich finde es richtig schade, dass es nur 3 Staffeln gibt und eigentlich genau dann endet, wenn sich so viel von diesen Charakteren so krass entwickelt hat. Ja. Also es gibt ja noch die zweite. Ja, Die Legende Legende vom vom Korra. Korra. Ja, ja, die Genau. wollte ich mir da auch nochmal schauen. Ja. Ja. Aber das findet ja dann wirklich wieder viel später statt. Ja, also sie ist ja, glaube ich, nachher dann gerade der nächste Oder Avatar ist sie die vom nächste nach dem Wasserstand. Hang? Ja. Okay.
Weil eigentlich die jetzt dabei hast, die kommen dann dort auch nochmal vor. Einfach als alt, als erwachsen. Aber es ist relativ. Ich glaube, ich finde Korra, also die Sachen, die ich gesehen habe, fast sogar noch einen Ticken heftiger, wie das, was jetzt beim, beim Ang Ang. vorkommt. Ja, Ja. okay. Vor, Ja, vor das allem, muss ich dann auch mal. vor, mal, das kommt ja eigentlich auch vor, oder? Blutbändiger. Mhm. Oh Bloodband. ja. Das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen ein Hauptakt, den ich nachher dann, vor allem in Legende von Korra. Bloodbanding finde ich etwas hure Heftiges. Ey, wenn ich die Folge geschaut habe, das ist etwas, von dem habe ich nie etwas gehört. Ich meine, ich habe nicht so viel Kontakt mit dem Avatar-Universum gehabt bisher. Aber wo die Folge kam, ist einfach, holy shit, das ist ganz dunkel, du, das ist, Das ist dark as hell. Vor allem wenn die, also eigentlich für die, die es nicht kennen, das die Wasserbändiger können sich auch aufs Wasser im Körper, oder ist es eben das Blut? das Wasser im Blut. Das Wasser, wo bei den Leuten im Blut ist, können sie sich konzentrieren und können nachher dann eigentlich so Leute steuern. In dem Sinn. Oder einfach vor allem auch lähmen. Das Krasse ist aber, wenn ich es richtig mitbekommen habe, können sie das aber nur zum Vollmond. Bis auf Katara. Die Ja. hat's, also die hat es in den letzten paar Folgen, also in einer von der letzten Folgen, hat sie es auch ohne Vollmond gemacht. Ja. Und dort habe ich auch gedacht, aber Moment, hä? Das hat doch geheißen, das können sie nur bei Vollmond machen. Tatsächlich ist es bei Legende von Korra ist es halt auch. Also es ist halt wie so ein, halt wie eine Weiterentwicklung. Du lernst Mhm. es dann können und nachher dann fährst du es an zu trainieren. Also eben die Legende von Korra, es gibt dort einen Part, wo sie wirklich Szenen die ganze Zeit beibringen, wie man Blut bändigen in dem Sinn. Also eben, ich finde auch die Idee finde ich mega geil. Es gibt eigentlich immer so eine noch höhere Stufe. Mhm. Ja, Und also wie Ding, Toff ja das Metallbändig eigentlich genau, entwickelt genau, hat aus dem Erdbändigen raus. genau. Ja, also, Ich muss dir mal eine Kurzserie schicken. Es gibt auf YouTube, kannst du eine Kurzserie schauen, wie das Ganze entstanden ist. Der Ursprung vom Avatar und vom Bändigen von den Elementen. Da mhm. kann ich dir mal schicken, der ist komplett, der ist auf YouTube. Und ich finde die Geschichte mega schön, ich finde die Zeichnungen mega schön. Und dort lernst du dann auch ein bisschen kennen, wie das ganze Zeug funktioniert. Und auch viele Sachen, die sie jetzt nicht mehr können in Legende von Aang, sagen wir es mal so, vom aktuellen Avatar. Zum Beispiel die Luftbändiger, die können noch einfach die Luftbändigen, damit sie können fliegen können. Ohne Ja, das irgendwelche hat er ja in der Apparate. Serie, also das hat er ja, das ist ja zum Beispiel etwas gewesen, wo sie mega bemängelt haben an der Realserie. Plötzlich hat es geheißen, der Ang kann fliegen, ohne dass er sie geleitet hat. Oder Ja, jetzt, so wie du sagst, haben sie das ja anscheinend können. ja, also Also stimmt ja eigentlich schon. Es gibt Hinweise darauf, dass sie es könnten. Aber ich Hm? glaube, irgendeine Fähigkeit oder das Wissen darüber ist verloren gegangen. Gut, ich meine, Okay. die haben dort einen fucking Wipeout gehabt. Also, dass dort ein bisschen etwas fehlt. Ja, ja, Die fangen ja wieder von vorne an. In dem Sinn. ja. Es ist wirklich, ja, sicherlich etwas, was ich mir auch noch gebe. Ich bin tatsächlich bei Serien wieder auf eine Serie gestoßen. Und zwar hat mir letztes Jahr jemand mal gesagt, dass der Terry O'Quinn, das ist ein Schauspieler, bei der neuesten Walking Dead Serie mitmacht. Sprich, wo jetzt der Rick Grimes wieder kommt und so. Der Last Survivor oder irgend so. Wie heisst sie auch? Der Last Who Lives oder irgend sowas heisst die neue Item. Das war eigentlich nur das gewesen. Aufgrund von Terry O'Quinn habe ich irgendwie gegoogelt, wo der schon noch mitmacht und jetzt bin ich wieder am Lost schauen. Oh. Boah. Das, ja, Ah, wurde das ist ein geschumpelt. heftiger.
Ja, und ich habe einen YouTube-Kanal gefunden, ey, der macht 2 Stunden Videos über ein Thema. Und boah, ey, das schmilzt dir das Hirn. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie weit hast du geschaut? Ob ich Lost? Ja. Ich glaube, ich habe sie mal tatsächlich komplett durchgeschaut, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, die letzte, ich weiß nicht, ich glaube sogar die ganz letzte Staffel, die habe ich mehr so äh, ja, Brain AFK geschaut, weil das Ja, ist, da bin ich nicht mehr mitgekommen. Das ist mir einfach noch, ach komm, also mach ich einfach fertig. die meisten Leute haben ja aufgehört, dort, wo sie mit der Zeit hin und her Mhm, springen. ja, genau. Und jetzt hat mir jetzt einen, also eben auf dem Grund von diesem Video dort, habe ich irgendwie so gedacht, fuck, Alter, was ist das Ding alles kaputt gegangen? Weil durch das, dass sie dort auf dieser Zeitachse so hin und her gumpet sind, haben sie eigentlich sauber die Grundsteine gelegt, warum das alles so passiert. Mhm. Weil die haben einen Punkt, wo sie irgendwie der Locke, eben der Terry O'Quinn, das ist mein Lieblingsschauspieler, der lässt sie irgendwie in einen Brunnen runter. Und dann gibt es einen Zeitsprung und genau dann siehst du, wie einer oben noch ein Seil hat, wo in den Boden hineingeht. Und das Seil lassen sie nachher dann sein. Und im späteren Zeitverlauf bauen sie dort den Brunnen, weil sie dort das Seil sehen. Das heisst, sie Mhm. sind mal, weiss ich, die Hunderttausende von Jahren wahrscheinlich zurückgereist auf dieser Insel, damit das passiert ist, damit sie später den scheiß Brunnen haben können bauen. Ey, weißt, die Serie ist fucking 2004 und sie steht mir immer wieder von so neuen Tatsachen. Und ich finde das einfach geil und darum bin ich so jetzt zum Durchsuchten. Also sie ist krass. Also Lost ist eine von den Serien, wo der halt einfach der Brainfuck par excellence gibt. Also, ich finde, weißt du, dadurch finde ich so Sachen mega geil. So das Mysteriöse, du weißt nie, what the fuck läuft jetzt auf dieser Insel? Yep. Was, was ist das für ein Monster auf dieser Insel? Was hat das mit dieser Organisation zu tun dort, wo sie immer wieder etwas finden, wo sie nachher den Bunker finden und all der Scheiß und so. Ey. Also Ich, grundsätzlich von dem her habe ich, muss ich gerade schnell schauen. Ich habe das mal irgendwann gegoogelt. Es gibt nämlich eine sehr gute Beschreibung, was das Ding ist. Wenn ihr mal schauen wollt, Axis Mundi nennt sich das. Es ist schon etwas ähnliches wie Yggdrasil und so mhm, Zeugs. Das ist eigentlich, wie ein Ort, wo eine Verbindung ist zwischen Himmel, Erde und Hölle. Geht einfach mal schauen, Axis Mundi. Und wenn ihr das Bild seht und mit den Informationen, die ihr in Lost habt, dann geht schon ein bisschen ein Lichtchen auf. Ich habe das auch lange nicht gewusst. Aber eben, es ist mega cool und für jeden, ich weiss, einer, wenn er den Podcast hört, dem schmilzt sein Herz, das ist der Hergi. Der ist nämlich auch so ein Lost-Fan wie ich. Und das ist eben auch eine Serie, wo diese Orten so geile Zitate rauslässt. Und ich einfach muss sagen, ja, ich finde das mega geil. Das ist etwas, was ich immer wieder schauen kann. Und ich hasse mich dafür, dass ich es immer wieder schauen kann. ich muss sagen, ich glaube, ich könnte Lost nicht mehr schauen. Oder auf jeden Fall nicht mehr die ganze. Ja, also ich bin auch, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich schaue am liebsten noch, also eben auch Brain AFK, lasse ich es im Hintergrund laufen und wenn zu gewissen Charakter aber die Rückblenden reinkommen, dann weiss ich Mhm. genau, okay, gut, Rückblenden überspulen, weil die interessieren mich so ein Furz. Ja, Oder die genau. regen mich einfach die regen mich einfach auf. Ja, ist ja so. Vor allem, womit ich am meisten Mühe habe bei dieser Serie, ist, es sind alle so hure verkorkst. Ja, voll. Alles ist scheiße, alles ist böse, alles ist nein, ich will es so machen. Das ist Ich einfach, bin wie ein kleines Kind und sage, nein, ich muss es so machen. Das ja, ich Scheiß, habe das Gefühl, das ist irgendein so ein Flüger mit einfach völlig kaputten Leuten, der abgestürzt ist. ja, Also, weißt du, tatsächlich ist es ja auch so. ja.
tatsächlich ist es ja Aber auch so. kein normaler irgendwie dabei. Mal. Der Ja, Hund, der Vincent. ja gut, okay. Nee, Okay. nee, es hat ja wirklich, also, ja, es hat wirklich, ja, also, eben die Serie lebt ja eben auch von den Charakterentwicklungen, die sie dort machen. Also vor allem eben noch Mhm. in der letzten Staffel hat es Haufen, die nachher dann den Knopf auftun und eher parat sind für das, was auf dieser Insel passiert. Oder warum. Weil John Locke zum Beispiel, der ist ja von Anfang an, ist ja er, gut, er weiß ja auch, dass der Platz etwas Spezielles ist. Tatsächlich einer von der krassesten Charaktere gewesen, den ich gerade noch so im Kopf habe. Der Ja, Dude. der John Einfach so Locke. mit seinem Mindset und also aber du hast nie gewusst, wer weiß er jetzt wirklich etwas oder weiß er doch nichts oder nur so. Das Weißt ist eben das ist eben das, wo viele so, eben, du weißt halt nicht, ist er etwas, also er ist etwas Spezielles, aber wie weit und für du? wer. Aber das hast du eigentlich bei jedem. Ich finde es ja auch geil, es gibt ja dort der Hugo, der Dick. Mhm. Der hat einiges gesehen, wie er in der Klapsen ist. Es gibt eine Folge, wo sie zeigen, dass er in der Klapsen ist und eigentlich er sich einen imaginären Freund vorstellt. Und der imaginäre Freund kommt plötzlich wieder vor, wo er auf der Insel ist und Mhm. erzählt ihm dann, alles das, was da passiert, alles das, was da passiert, das gibt es gar nicht. Du bist immer noch in dieser Klapse drin, du bildest dir das alles nur ein. Und ich weiss noch, dass es anschliessend eine mega Diskussion gegeben hat und das hat sich, glaube ich, bis zum Schluss gehalten, wo alle gesagt haben, hört auf diskutieren, das ist am Hugo seine imaginäre Welt. Die sind alle irgendwie mit dieser Klapsen unterwegs. Okay, Das ist krass. mega krass. Also eben, das ist ja, gibt hure viele Theorien dazu. Für die, die gerne mal möchten schauen, YouTube Lost Explained heisst der YouTube-Channel. Ja. Ich habe und Shane, ich muss jetzt die Namen leider callen, ja, sie ist gut, aber ich weiß nicht, was ich davon soll halten. Aber er hat ein bisschen recht gehabt, ich habe versucht. Ja, ich bin krank. Ich glaube, Ja, das ist der Name von unserem Podcast. Wir sind krank. wir sind krank. Ich habe gestern Abend noch auf Three Body Problem schauen Ah, ja. und ich bin schon bei Episode 5 fast fertig. Ist sie gut? Sie ist, ja, sie ist gut. Also, es ist keine schlechte Serie. Ich weiß noch nicht ganz so, was ich davon soll halten. Das Thema an und für sich ist interessant. Das ist etwas, was mich interessiert, so etwas. Ich gehe jetzt extra noch nicht zu weit drauf ein. Ich will niemand irgendwie spoilern oder so. Ähm, aber eben, wenn ich gesagt habe, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich davon soll halten. Ich muss sie mal zu Ende schauen und dann kann ich wahrscheinlich eher sagen, ja, ist mega gut gewesen. Vielleicht kommt Folge 6 oder so noch irgendetwas, wo ich muss sagen, holy shit. Vielleicht auch nicht. Aber es geht so in eine Richtung, wo ich muss sagen, oh ja, das ist eine Serie, so nach, ein bisschen nach meinem Gusto. D- Aber, darf ich eine allgemeine Frage stellen zu dieser mhm, Serie? Ich weiss, sie ist von Netflix. mhm. Wie viele Geschlechtsverkehrsszenen gibt es dort drin? Gibt es viele? Weil ehrlich gesagt, das ist etwas, was mich an der Ich kenne noch keine Netflix-Serie. einzige. Okay, ja, gut, dann schaue ich sie. Weil ich muss es ehrlich gesagt sagen, ich habe so viele Netflix-Serien angefangen, wo ich jetzt mit drin abgebrochen habe, weil wir da müssen sagen, du, Porno schauen ist einfacher. Ja, ja, es ist schon. Aber nein, also also ich bin jetzt wirklich voll am Überlegen, aber es hat, glaub keine gegeben. Aber es gibt schon krasse Szenen. Also ich habe gerade heute Morgen noch schnell, als ich aufgestanden bin, habe ich schnell, oder ist das gestern gewesen? Nein, es war heute Morgen gewesen.
habe ich schnell noch die eine Folge fertig geschaut, die ich gestern Abend angefangen habe. Okay, Okay, nice. okay. Ja. Vielleicht für die, die zulassen, nein, ich habe nichts gegen Sexszenen, aber Aber gegen Sex. Netflix. Nein, Sorry. aber grundsätzlich, ich bin halt der Meinung, für mich, Netflix hat zu viele solche Szenen reingepostet, mal ein Zeitchen. Das ist wirklich Serie, hast du können schauen, du bist nur noch mit dem übertätscht worden und das gefällt mir nicht. Ja, sie haben einfach so viel Schießserie rausgebracht und irgendwann ist alles nach dem gleichen Schema abgelaufen. Oh, jetzt. Ich habe Fact-check. gesehen, der Ulle, der das riesen Smile hat, Hand in der Luft, ja. Ja, nächsten Monat ist es soweit, gell? Der zweite Teil kommt auf Netflix. Aha, Star Wars. Das bessere Star Wars. Ja, Ja, Rebel und Moon. genau, Rebel, merci. Das kann man schauen. Den habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt. Tatsächlich, ich freue mich extrem auf Rebel Moon. Ich habe den Trailer geschaut und ich glaube, es kommen zwei Geschichten vor. Oder zwei Personen werden ein bisschen in den Vordergrund gestellt und ich finde, mal genau das hat es jetzt gebraucht. Okay, ich habe noch gar Einers, nichts gesehen, ich lasse mich wieder völlig überraschen. ja, also ich glaube, sie gehen ein bisschen mehr auf den Commander ein, den sie am Schluss geholt haben. Mhm. Und ich glaube auch auf einen Roboter. Ja, also das habe ich aber schon gedacht. So, wie sie den dort in Szene gesetzt haben, muss irgendwie mehr kommen von dem. Ja. Also, Hast du gewusst, dass das eigentlich die Stimme ist von Anthony Hopkins? im Original, Ja. okay. Habe ich nicht gewusst. Darum ist er mir so sympathisch. Ah, weil du auf Deutsch geschaut hast und nicht gewusst hast und nachher ist genau. Ja, tatsächlich kann ich zuerst. Ich schaue aufgrund von, ja, wenn mein Bruder jetzt so auch Synchronsprecher macht, schaue ich gerne eigentlich Filme auf Deutsch, weil ich finde, die deutsche Synchronisationskultur ist mega krass. Mhm. Wenn sie nicht gerade irgendwelche YouTube-Influencers holen, wo sie können eine gute Stimme haben, aber sie haben halt einfach keine Ausbildung und das merkst du. Es ist immer die gleiche Stimme. Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, es ist halt so ohne Emotionen. Ich wollte nicht sagen, dass sie es nicht können, aber du merkst es halt einfach. Und das nimmt so viel Elan von diesem Film. Mhm. Und man einfach muss sagen, ich habe extrem Angst gehabt beim Super Mario-Film, dass sie dort irgendwelche Influencer nehmen. Eben, nicht, dass sie es nicht können, aber es fehlt ihnen halt einfach so ein Feingefühl. Ja, genau. Ja, Genau. ja. Darum schaue ich es halt gerne meistens auf Deutsch. Und nachher, wenn ich Bock habe, schaue ich es noch auf Englisch. Ja, das mache ich aber auch. Ja. Weißt die ganze Enthusiasmus, ich schaue es nur auf Englisch, weil das ist die Originalsprache. Da muss ich sagen, ja, dann habt's Maul und mach. Interessiert mich ein Furz. Also, Das ist. Äh, kann ich nicht haben. ich muss sagen, ich finde Cartoons, Family Guy, South Park, auf Englisch finde ich sie besser. Was ich Mühe habe, ist, auf der Englischen, wenn es wirklich Schauspieler sind, du hörst aber nicht, was die sagen. Mhm. Und wenn du schon eine Sprachbarriere hast und nicht verstehst, was die sagen, sorry, dann bin ich weg vom Fenster. Ja, es ist halt die Aufnahmeart. Es wird nicht drüber gelegt, sondern es ist halt, ja, du bist jetzt halt hier in einem Lagerhaus inne und dann haben sie da halt ihre 10 Mikrofone und was dann halt Ja, dort aufgenommen wird, wird auch ausgestrahlt. Ja, genau. absolut. Also eben, es ist natürlich hast du mehr Emotionen drin. Oder eben so Wortspiele, die jetzt auf Englisch halt lustiger sind, als auf Deutsch. Ja, Aber absolut. eben, Ja. wenn du es nicht verstehst, so von der Akustik her, oder sonst finde ich es halt ein bisschen doof. Es gibt gewisse Sachen, wo ich auch nochmal schaue auf Englisch. Ich habe zum Beispiel Sons of Anarchy nochmal komplett auf Englisch geschaut, weißt? Mhm. Einfach weil ich habe gewusst gehabt, die haben so einen richtig geilen irischen Akzent und so, weißt? Das hat ja auch viel mit Irland zu tun und so. Und das ist einfach, also, wenn du zuerst auf Deutsch schaust, damit die Geschichte verstehst, Mhm.
Ich meine, ich bin jetzt das Englisch mächtig, ich hätte jetzt einfach können einfach auf Englisch schauen, ich hätte es verstanden. Aber viele sind vielleicht nicht ganz so bewandert im Englisch. Und wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, oh, das wäre mega geil, das auf Englisch zu schauen, schaut jetzt zuerst auf Deutsch, gebt euch ein bisschen Zeit und schaut jetzt dann vielleicht noch auf Englisch. Mhm. Weil dann wisst ihr, um was es geht und könnt gleich mal die Normalstimme auch nochmal geniessen. Weil jetzt vor allem eben Sons of Anarchy, wenn du auf Deutsch schaust, kommt das fast nicht über, das Irische. Aber wenn du einen Charlie Hunnam oder so mal hörst mit dem irischen Akzent, das ist so, richtig geil. Hast du schon mal Peaky Blinders geschaut auf Englisch? Ah ja, dort ist dann aber schwierig, teilweise etwas zu verstehen. Vor allem, wenn der Ding kommt, wie heisst er? Dummy, die Tom Huren Namen. Hardy. Ja, der Tom Hardy. Ja, Ey, das ist keine Chance mit seinem schottischen Akzent. Der Akzent und dann plus das Gypsy-Ding, das er noch drin hat, der Dialekt. Du verstehst einfach kein Wort. Du hörst zu und denkst, ja, du warst. Okay, hast du irgendein Wort gesagt? Das ist wie ein Wallis, wie um einen Walliser müsstest du zuhören, der wirklich so urwalliserisch redet, oder wie man das mal sagt. Ja. Nicht, dass es nicht schön ist, oder nicht, dass es. Ja, du verstehst ihn einfach nicht. Ja, ist wirklich so. Aber auch das, also das ist, die Serie, das ist zum Beispiel eine, wo ich auch noch gesagt habe, die wollte ich mal im echt Dialekt hören. Mhm. Oder auch zum Beispiel Yellowstone. Da bin ich bin ein riesiger Yellowstone-Fan. Ich finde es richtig scheiße, was mit dieser Serie jetzt abgeht. Aber dort habe ich auch gesagt, die muss ich mal noch auf Englisch hören, weil die Dialekt, wo, ja, es ist Amerika, aber für die Leute, die sich kennen oder mal damit beschäftigen, wenn du einem Texaner zuhörst, im Gegensatz zu einem Kalifornier oder einer aus Washington oder irgendwie so, ey, Ja, das sind Anwälte. ja, voll. Das sind Anwälte. Dafür kenne ich einen Film, wo nur kannst zulassen, wo fast nicht geredet wird, teilweise. Da habe ich auch noch geschaut. Damsel. Oh, ich weiß nicht, mit dem kann ich nichts anfangen. Tatsächlich, ja, die Idee wäre cool, aber es hat auch Punkte drin, wo ich mir auch sagen muss, hä? Es geht ja eigentlich darum, dass eine Prinzessin halt zu einer Königin wird und dann muss sie sich halt einem Drachen gegenüberstellen. Warum das so ist, das erzähle ich jetzt nicht. Aber sie ist dann dort in dieser Höhle, wo der Drachen ist und findet dann heraus, hey, ich bin nicht die Einzige, die da unten war. Und kommt dann in einen Raum rein, wo anscheinend relativ viele von den Königinnen drin sind. Und dort hat es eine Landkarte. Also dort hat es eine Karte von dieser ganzen Höhle. Von der ganzen Höhle. Und ich mir muss sagen, wer geht, wenn so eine Königin, wenn sie beim Ausgang ist, wo von einem Drachen verfolgt wird, retour in die Höhle und geht die Karte fertig zeichnen. Die ist einfach durch und wir haben sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und eben, es wird relativ viel umgestöhnt, relativ wenig erzählt. Und ja, also die Story ist. Ja. Also ich habe ein Problem ein bisschen mit dieser Serie wegen der Schauspielerin. Tatsächlich. Weil ja, Stranger Things ist one of a kind und dort hat sie auch gut gespielt. Und ich sage nicht, ich wollte damit eigentlich gar nicht sagen, sie ist eine schlechte Schauspielerin oder so. Mhm. Aber Netflix presst jetzt einfach alles aus der raus. Yep. Das ist, und darum, ich habe einfach irgendwie, einfach aus dem Grund schon keinen Bock, das zu schauen, irgendwie. Sie hat Sherlock Holmes gemacht, oder wie das heißt da, oder, nein, das heißt nicht Sherlock Holmes. Alones, glaube ich, weil rückwärts heisst es Alone. Irgendwie so. Ja, irgendwie so, genau. Das hat sie gemacht. Ich habe das schon nicht geschaut. Weil, obwohl dort der Henry Cavill vorkommt, ey, Man Crush par excellence. Und fix Man Crush, das sehe ich. Das ist, Wäre ich schwul oder eine Frau, hey, ich würde auf England aufreisen und vor seinem Haus campieren. ja, aber auch nur, weil er Warhammer-Fan ist und weil er
Das ist einfach Er, nur das Tüpfchen auf dem i. er ist ein God of PC Master Race. Er, was bei mir passiert war, wo er in einem Interview erzählt hat, hey, ich habe schier Superman nicht gemacht, weil ich im Ja, WoW-Raid haben müssen healen. Dort habe ja. ich gesagt, please marry me. Das sehe ich. Oder dort, wo der eine fragt, ja, Playstation oder Xbox? Und er, was, man, PC? Ja, genau. Nein, das sehe ich. Anyway, Ja, ja, zurück zum eigentlichen Thema. genau. Sie wird jetzt einfach alle irgendwie. Sie macht nicht viel, habe ich das Gefühl, aber das muss einfach immer irgendwie von Netflix irgendeine. Ja, jetzt der neueste Blockbuster mit der. Keine Ahnung, kommt mir der Name gar nicht in den Sinn, wie sie heißt, Millie aber Bobby mit Brown. ja, genau. Genau. Der neueste jetzt mit der und schon wieder und schon wieder. Und dann muss ich sagen, hey, nein, komm. Ich habe Ja, es einfach gar ist. keinen Bock aus wegen dem zu Nein. schauen. Nee, ich habe mir das ernsthaft gedacht, oh cool, vielleicht wieder mal etwas Fantasy-mäßiges. Und Mhm. ich habe mir dann von Anfang an die Theorie gesetzt. Es kommt ein Drache drin vor. Mhm. Und meine Theorie war richtig gewesen. Sie bringen es einfach im Jahr 2024 immer noch nicht hin, einen besseren Drachen als in Dragonheart zu machen. Ja, Holy crap, okay. Mann. Es hat durch die Szene, ich habe fast gekotzt. So schlimm? Ja, es ist wirklich, wie wirklich so die einzelnen Frames zittern. Wo Nein. dann ich muss sagen, okay, gut. Sonst, er sieht nicht schlecht aus, das Design ist geil, aber Mhm. ich meine, für die heutige Zeit, sorry, looks, Ja, ja, schade. ja, ja. Und eben sonst, ja, der Rest ist mega absehbar und eben, es gibt dort auch, oh, dort habe ich mich auch so aufgeregt. Oh, gerade in der ersten Szene. Dort, wie eigentlich alles passiert ist. Du siehst, wie der König mit etwa 10 Ritter den Drachen besiegen. Ist nicht unmöglich. Es sind 10. Aber der König ist dabei. Why Mhm. the hell geht ein König einen Drachen töten? Der hat nichts zu kriegen. Der hat dort sein und müssen sagen, du, okay, ich schicke nicht 10, sondern 100. Und man weiss, dass ein Drache Feuer spuckt. Also warum tut man dann Mhm. alle zusammenrotten zu einem Punkt, wo nachher dann der Drache einfach nur so einen Feuerball drauf schmeißen und dann ist alles weg. Aber Ullen, Ja, wir haben doch gelernt von Vox Machina, dass ein Drache nicht zwangsweise Feuer spuckt. der hat Feuer gespuckt, ja. Oh, kommt dort wieder mal eine Staffel? Ja, ich habe das letzte Mal etwas gesehen, dass es irgendwie weitergeht. Ich Ja, eigentlich schon lange ja. wollte Amazon Prime abschalten, aber es kommt immer wieder Ich genau dann, weiß wenn aber nicht ich wann. Ich habe aufhören. keine, ich habe keine Ahnung wann. Aber ich habe das letzte Mal auf Instagram ist es, glaub ich, gesehen, habe ich gesehen, dass es weitergeht. Ja. Für die Fox Weil- Market noch nicht kennen und Dungeons and Dragons lieben, Oh, wo geht das? schaut das. Und dann mache ich euch einfach bereit, dass er nachher einfach Critical Role sucht, bis zum Ja. geht nicht mehr. Es ist genial, die Serie. Es ist Ja. genauso wie Dungeons and Dragons, also in meinem Kopf, wenn man abläuft. Ich bin jetzt aber das ganz wenig enttäuscht im Fall. Wieso? Es ist die dritte Aufnahme, es ist der dritte Monat und wir haben es wieder nicht geschafft, das Thema zu gehen. Dungeons and Dragons. Es läuft einfach immer irgendwie aufs Baldur's Gate, Dungeons & Dragons, irgendwie, wir kommen einfach die Ja, Kurve nicht über. Irgendwie also, einfach schlittern wir immer drin. vor allem, was haben wir letztens gesagt? Ja, vorher haben wir noch gesagt, ja, wir haben nicht so viel und so. Wir sind schon wieder Ja, bei 1 Stunde und 20 Minuten, Mann. ich habe noch ein Thema, das ich dann kurz behandeln will. Wo um Wo einen du, Podcast selber geht. wo du mich willst behandeln, habe ich jetzt verstanden. Ja. Ich tue So. nicht mehr. Was? Nein. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich schon nicht mehr gross etwas. Nein. Aber wir haben. Ja, vielleicht noch. Nein, habe ich noch etwas? Nein. Ich glaube, über Damals muss ich nicht viel mehr erzählen. Wenn ihr gerne ein bisschen Drachen und Fantasy habt, geht schauen. Ich bin immer noch der Meinung, wir müssen irgendwann ein Dungeons and Dragons und Baldur's Gate extra Ja. Podcast-Session machen.
Ich glaube, das wird auch, also eben, du hast mir ja schon mal geschrieben, wenn man irgendwie, oder nein, dort hast du mir glaube geschrieben wegen Helldivers. Wenn das Helldivers Special machen. Wir haben das Helldivers und ein Okay, Swing okay. 3. Nein, aber das ist tatsächlich nicht ausschließen, aber ich glaube, das wird dann nicht einer von den monatlichen sein, sondern das Nein. wird halt einfach so eine Folge zwischendrin sein, wo man sagt, so jetzt, wir haben da noch so eine Zusatzepisode, eine Special-Episode. Eine Special-Episode. Dann treffen wir uns bei irgendeinem daheim, tun dort das Mikrofon ausstellen, nebendran tun wir den Grill aufstellen, weil ich weiss jetzt schon, die Folge wird nicht lange in einer Stunde. Nein, aber ja. Was ich noch schnell habe, wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Oh. Ich habe drei Sachen. Und zwar, das erste ist von meinem Schwager, der Cook Frax. Ich sage jetzt nicht den richtigen Namen, aber er hat auf Spotify hat er geschrieben, es ist mega interessant, euch zuzuhören. Habe jetzt auch noch so ein bisschen Bock auf Helldivers bekommen. Und auch sonst ein mega cooler Podcast. Vielen lieben Dank und ja, du solltest dich wieder mal ein bisschen mehr um Demokratie kümmern, Kollege. Gell? Wir haben schon mal darüber geredet. Ja, Roland. Vielleicht noch schnell zum Ausholen. Es ist gewaltig, wie viele Leute ich schon überzeugt habe, zum Helldivers spielen. Es ist Wahnsinn. Ich sehe im Fall fast jeden zweiten Tag auf Steam, sehe ich plötzlich wieder jemand Neues und denke, Ja. Aha, ist ja auch noch passiert. Der Kollege von mir von der Arbeit kommt letzte Woche und sagt, du bist so ein Arschloch. Wegen dir habe ich jetzt wieder einen PS5 daheim und haben wir Helldivers gekauft. Hey, Scheiße. Dann von ein Feedback war, netter Broadcast und nein, wir wollen eure Gesicht nicht sehen. Die müssen wir schon im Stream anschauen. Ja, das ist vom Shane. Ja, genau. Vielen lieben Dank, Shane. Wir werden Merci, es nicht Shane. streamen, keine Angst. Und der Beste, also einer von der Besten, hast du vorhin erzählt. Ich? Ja, bevor wir gestartet haben. Wegen dem Einschlafen? In der Badwanne. Ja, Also wir haben es auch in die heimische Badwanne schon geschafft mit dem Broadcast. Ja, mit dem Brotkasten. Nein, mein Bruder hat mir darum erzählt, dass sie ein bisschen umkränklich waren und haben dann nachher gesagt, so jetzt soll ich ein bisschen runterfahren, ist in die Badwanne gelegen in die Warme und hat diesen Podcast gelassen und ist dabei eingeschlafen. Zum Glück ist er nicht abgesoffen. Ja, merci auch. Und ich würde allgemein sagen, hey Leute, wenn es euch gefällt, was wir hier machen und so, könnt ihr uns gerne Feedback geben, ihr könnt uns gerne auch mal Vorschläge machen, so hey, schaut doch mal das an und so. Oder ihr könnt ein bisschen etwas anderes machen. Wir sind offen für alles. Genau. Also Und mal fürs vielen meiste. lieben Dank, dass ihr das überhaupt anlässt, was wir da irgendwie zusammen schwaffen. Mhm. So wegen Zeitverschwendung von heute. Ja. Mich würde es, also jetzt mal ganz ehrlich, mich würde es tatsächlich interessieren, wo ihr als Zuhörer, wo ihr oder währenddem ihr, was ihr macht, währenddem ihr den Podcast hört. Ich weiss, ich höre meistens Podcasts, wenn ich posten. Posten und Autofahren, weil da muss ich nichts mit den Leuten zu tun haben. Da können die machen und reden von mir, was sie wollen. Ich höre alles andere, nur nicht die. Genau, ja. Ja, aber es ist auch so, also ich höre eigentlich auch meistens, wenn ich ins Geschäft fahre, höre ich Podcast. Wenn ich daheim bin, schaue ich anderes Zeug und einfach nur so hinsitzen und einen Podcast hören kann ich nicht. Ach, ich Ja, das könnte ich auch nicht, ja. Ich höre tatsächlich auch noch viel, wenn ich irgendwie gerade am Arbeiten bin und irgendetwas nebendran muss berieseln. Ja, wenn du so eine 0815-Aufgabe hast. Klicken, abhökeln, klicken. Copy-Paste. Ja, genau. Ja. Krass. Haben wir noch etwas? Nein, tatsächlich nicht. Wo ihr uns findet, ist ja, glaube ich, langsam klar. Genau. Broadcaster.ch. Genau.
Warum zeigen wir Däume? Es sieht ja eh niemand. Ich frage mich jetzt auch gerade. Wir haben zwei gleichzeitig den Daumen rauf gehabt und Hure wir gut. haben gleichzeitig realisiert, warum eigentlich? Es sieht niemand. Hey, So, es machen wir jetzt noch 30 Sekunden, dass wir die 1 Minute 30 genau knacken. 1 Minute, ich weiß nicht. Wir können einfach Brotkasten. Warte mal. Ich habe sicher noch einen Fun Fact. Ich habe noch einen Ah. für Pokémon schon. Oh, Wenn wir jetzt. schon bei Pokémon waren. Es Du gibt, musst aber schnell. Ich breche genau bei 1,30 ab. Gib ihm. es gibt eine Folge, die gestrichen worden ist, und zwar die von Porygon, weil es in Japan mega viele Kinder gegeben hat, die epileptischen Schock hatten wegen